Grüß euch miteinander und herzlich willkommen beim Jungfrau-Zeitung Panorama, heute aus dem wunderbaren Belpmoos. Wir haben folgende Themen für euch heute in der Sendung. Das Close-Apero in der Autotempo AG. WM-Achtelfinale. Die Schweiz trifft auf Portugal. Die FC Thun-Legende Nelson Ferreira hat Portugal und die Schweiz im Herz. Mit dem Sammy Klaus und dem Schmutzli die Weihnachtszeit einläuten. Genau das hat die Autotempo AG letzten Freitag mit ihren Kunden gemacht. Für einmal ist es nicht um Autos gegangen, sondern vielmehr um einen Kontakt und Austausch untereinander. Kim Franzen war beim Kundenapero dabei und gibt euch im folgenden Beitrag einen kleinen Einblick. Wir haben lange überlegt, was wir machen für unsere Kunden, die wir jetzt 3 Jahre lang praktisch nicht mehr haben können unternehmen, aus bekannten Gründen. Und dann haben wir gedacht, wir machen etwas für die Menschen, für den Kontakt untereinander wieder zu haben, auszutauschen, wie es im Leben so geht, wie es läuft. Und es ist absolut nicht das Ziel, heute über Auto zu reden, sondern heute geht es bei uns über die Weihnachtszeit, über die Adventszeit und den Start wieder ins neue Jahr, wie man sich da fühlt. Das war unser Ziel, wo wir das angedenkt haben. Und wenn ich schaue, wie viele Leute das gekommen sind, muss ich sagen, aller Respekt von den Leuten, die auch hierher den Weg gefunden haben. Das Autotempo ist eigentlich für uns als Firma genauso, wie wir unsere Philosophie pflegen. Wir haben eine langfristige Partnerschaft und es ist zuverlässig, sehr guter Austausch, es läuft partnerschaftlich, ja, eigentlich so, wie wir unsere Kontakte zu pflegen schätzen. Wir haben jetzt mittlerweile 3 Firmenfahrzeuge von Toyota und hatten noch nie das kleinste Problem damit. Ich war Toyota-Fan schon früher mal. Als ich das Geschäft hatte, habe ich selber Toyota gefahren. Dann im Aussendienst musste ich andere Autos fahren. Und jetzt, als ich pensioniert bin, ja, ich bin mit 80 pensioniert worden. Und jetzt habe ich den Plus, dass ich noch ein Auto fahren kann. Das ist jetzt schon 10 Jahre gefahren. Und ich sage ja, die super Service ist hier. Und alle Leute sind vollkommen freundlich. Die Autos werden immer wunderbar geputzt und zweckgemacht. Immer flotter Service. Ich genieße die Adventszeit. Und die Adventszeit ist für mich so Vorfreude auf Weihnachten und auf Neujahr. Und Glühweinzeit. Es ist sehr familiär. Man kommt hier rein und fühlt sich sofort willkommen. Und ehrliche Kundenberatung. Da muss ich 2 Personen eben hervorheben. Die laufen jetzt am Sammy Klaus Kostüm um. Der Marco und eben der Dani. Der Dani ist ein Freund von mir. Der ist ja vorher hat in einer anderen Toyota-Garage gearbeitet und hat hierher gewechselt und mir das Sponsoring vom Verein aus übernehmen. Aber an der Zusammenarbeit schätze ich Direktheit, Offenheit, Ehrlichkeit, Service. Die Dienstleistung ist perfekt, Preis-Leistungs-Verhältnis bei Toyota ist so oder so gut. Oder, es ist auch eben zukunftsgerichtet und mit den Elektromodellen, die sie haben, muss ich sagen, passt sehr gut zu unserem Verein. Genau. Marianne und Rui Lourenço führen seit zusammen ein portugiesisches Weingeschäft. Für ein WM-Achtelfinale, das die Schweiz auf Portugal trifft, sagen die Schweizerin und der Portugies ein knappes Resultat voraus. Der Rui glaubt sogar ans Penalty-Schiessen. Wir sind bei den Wein- und Fußballliebhabern vorbeischauen und geben einen Einblick in ihre Gefühlswelt. Ja, Marianne und Rui, steht ein spezielles Match vor uns. Portugal trifft auf die Schweiz im Achtelfinale der WM. Rui kommt von Portugal, du kommst aus der Schweiz. Marianne, wie ist das für euch? Was wird das für ein Abend? Ein lustiger, spannender Abend mit vielen Emotionen. Ja, viele Emotionen, ja. Und wenn man sieht, wie das weiterläuft, vielleicht kann man nicht im gleichen Seite hocken, oder? Nebeneinander hocken wir sicher nicht. Eins auf einer Ecke vom Sofa und das andere auf der anderen Ecke vom Sofa. Das ist klar. Aber ihr schaut jetzt daheim und geht nicht irgendwo auswärts mit anderen Kollegen den Match schauen? Nein, das reicht, wenn wir untereinander die Emotionen austauschen. Stimmt, ja. Wenn wir ein bisschen teilen, zwischen uns Emotionen. Und dann können wir daheim auch noch gute Flaschen portugiesischen Wein trinken. Das ist dann sehr gut. Wie muss man sich das vorstellen, jetzt irgendwie ein portugiesischer Stürmer, Ronaldo oder so, ein Goal schießt? Wie sieht das bei dir aus? Ja,
Ja, am Anfang schon. Wir müssen nicht gerade sofort gross jubeln. Dann warten wir bis zum Schluss. Und falls jetzt der Shakir wieder mal einen so richtig in die Bügel aufschlänzt, wie wirst du jubeln? Ah, da kommt bei auf, das ist klar. Also, wenn er wieder so ein schönes Goal schießt wie letzte Woche, super, da bin ich zufrieden. Aber Portugal ich habe ja auch einen Teil von meinem Herz, aber ich jubel nicht sofort, wie der Rui gesagt hat. Im Moment schon, aber dann komme ich wieder oben runter. Und habt ihr schon so einen Tipp, was es wird geben am Schluss für ein Resultat? Oder lasst ihr noch überraschen? Für mich ist 3-2 für die Schweiz. Kann ich auch sagen, 3-2 für Portugal. Jubeln darf nicht viel, wenn Portugal gewinnen. Weil am Abend möchte am gleichen Bett noch schlafen. Also, ich glaube, so schlimm wird es nicht sein, dass wir nicht mehr miteinander reden, aber ein bisschen stolz auf die Schweiz werde ich schon sein, wenn die Schweiz gewinnen würde. Also, jetzt nehmen wir noch einen, gell? So einen Sackmesser, unser portugiesisch-schweizer Weiss. Sackmesser, kann ich wett. Komm, du hast mir los, bitte. Ich will noch das Glas, ob wir noch Frieden haben. Nachher weiss ich ja nicht, ob wir das noch zusammen machen können. Sonst machen wir die Flasche ganz leer und machen wir einen zweiten auf. Ja, dann haben wir jedes eine. Das ist 1-1, aber es gibt nicht 1-1. Ja, es gibt ja vielleicht auch noch unentschieden. Dann wäre ja das ganze Problem gelöst. Penalty? Penalty, nein. Ja, nein, es muss ja nicht unentschieden gehen. Es gibt Penalty war noch gut, oder? Dafür haben wir einen Vorteil. Also, hey. Salut, Gesundheit. Gesundheit. Wir bleiben gerade bei der WM. Will Portugal nach dem EM-Titel 2016 in diesem Jahr auch noch Weltmeister werden, dann müssen sie zuerst die Hürde Schweiz überstehen. Der Nelson Ferreira, ehemaliger Spieler vom FC Thun, hofft zwar auf einen Sieg von Portugal, obschon er sich ein Unentschieden wünscht. Wo der schweizerisch-portugiesische Doppelbürger den Match schaut und was für ein Resultattyp das er abgibt, das erfahrt ihr im Beitrag von Kim Franzen. Angespannt, klar ist jetzt Portugal-Schweiz heute Abend, wo im Vordergrund steht. Klar für mich speziell, aus Hintergründen, wo ich auf Portugal auf die Welt komme. Zwar schon lange hier in der Schweiz leben und Familie Schweizer, Frau Schweizerin, Kind sind hier auf die Welt gekommen. Ja, es gibt sicher Spannungen daheim, weil ja, es ist, ich höre dann nicht gerne, wenn es Fall wäre, wenn Portugal verlieren würde, dann höre ich die Sprüche. Darum, ja, ich hoffe es schwer, dass Portugal könnte oder gewinnen. Einfach nur, dass sie die Sprüche nicht hören nachher. Sie sind sehr gut, aber klar, wenn man Portugal ins Maul nimmt, ist klar Cristiano Ronaldo ein riesiges Talent. Klar ist jetzt langsam vielleicht die Zeit ein bisschen abgelaufen, sagt man. Aber man ist immer so gut, wie man alt ist im Moment. Ich glaube, das Alter spielt nicht so eine Rolle, man ist eigentlich gut oder schlecht. Und ja, mal schauen, vielleicht schaue ich heute Abend ein bisschen besser auf seine Füße. Welches Endresultat tippen Sie? Oh. Ja, ich sage es 1-1. Soll dann selber schauen, vielleicht Verlängerung oder vielleicht ein Penalty-Schießen, sollte er entscheiden. Aber ja, wie ich am Anfang gesagt habe, klar wünsche ich mir ein bisschen, dass Portugal gewinnen will. Einfach nur, dass ich die Sprüche noch nicht höre. Aber der Beste soll gewinnen und der gewinnen soll dann vielleicht auch die WM gewinnen. Und jetzt noch zum Wetter. Wie es in den nächsten Tagen genau aussieht, erfahrt ihr im Anschluss von unseren Kollegen von Media News. Weitere spannende Artikel von uns findet ihr unter jungfrauzeitung.ch. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Klausenabend und nachher Hauptschweiz. Das Wetter wird euch präsentiert von Made in Bern. Grüß euch miteinander, ganz herzlich willkommen. Das ist Jungfrau Zeitung Wetter für den Kanton Bern. Der Samichlaus hat uns an den meisten Orten, abgesehen vom Hochnebel im Seeland, viel Sonnenschein gebracht. Zum Beispiel zu Merlingen haben wir praktisch einen wolkenlosen Himmel zu gut gehabt. Allerdings erreicht uns jetzt in der Nacht auf morgen wieder eine schwache Kaltfront. Wenn wir uns die Strömungsanimation anschauen, sehen wir die Winds. Die kommen nicht aus nördlichen Richtungen und speziell in mittleren Lagen gibt es also eine Anfeuchtung. Das heisst, morgen ist es hochnebelartig bewölkt, im Flachland vielerorts grau. Gebietsweise kann so ein bisschen daraus rausfisseln in den Hochalpen. Aber rund 2000 Meter, da ist es aber meistens sonnig. Die Temperaturen morgen früh die liegen um einen Gefrierpunkt herum. Am Nachmittag bekommen die hochnebelartigen Wolken zum Teil ein paar Lücken rein. Vielerorts bleibt es aber grau, speziell in den Hochalpen geht es aber meistens sonnig weiter. Und Temperaturen ähnlich wie heute, die Höchstwerte morgen Nachmittag, die liegen zwischen etwa 2 und 3 Grad. Am Donnerstag kommt die Hochnebelobergrenze wieder zur Abblick. Bei etwa 1500 Metern kommt zum Teil auch ein paar Lücken rein.
In den Hochalpen da ist es weiterhin meistens sonnig und die Temperaturen die reichen maximal 3 Grad. Spannend wird es am Freitag und Samstag. Es erreicht uns nämlich eine Störung. Es ist bewölkt und auch zeitweise nass. Allerdings ist noch ein bisschen unklar, wo genau die Schneefallgrenze wird liegen. Wahrscheinlich schneit es am Freitag zuerst bis in tiefe Lagen, dann lüpft die Schneefallgrenze, speziell im Oberland, zum Teil deutlich über 1000 Meter, bevor sie auf den Samstag wieder bis ins Flachland sinkt und die Temperaturen die sind auf winterlichem Niveau. Es gibt noch etwa 1 bis 2 Grad. Am Sonntag geht es mit einem Mix aus Wolken und zunehmend auch sonnigen Abschnitt weiter. Speziell im Oberland sind noch ein paar Schneeflocken möglich. Auf dem Montag da ist es wahrscheinlich recht sonnig und winterlich kalt. Voraussichtlich gibt es die ersten Eistage dieser Saison. Das war vom Wetter. Ganz schönen Abend und auf Wiedersehen miteinander.